Ich bin das Licht, das Hyrule wieder strahlen lassen wird. Tja, ein tolles Licht. Habe ja offenbar irgendwie 100 Jahre lang gepennt. Hab von nichts mehr eine Ahnung, was überhaupt abgeht und so. Und soll es irgendwie, ja, vor allem mich beeilen. Ja, aber, was soll ich überhaupt machen? Wohin muss ich gehen? Was ist meine Aufgabe? Die Stimme, wer auch immer das sein soll, sagt da überhaupt nichts und. Da unten ist irgendwie etwas Ähnliches, wenn es von den Symbolen her, wie dieser Turm hier. Okay, vielleicht mal da hingehen, weil wir brauchen irgendwie eine Spur. Ich muss irgendwo irgendwie etwas machen. Die eigentliche Frage ist jetzt, die ich mir gerade stelle, wie komme ich herunter? Runterspringen? Nee. Aber das irgendwie gar keine Lust. Warte mal, das ist ein blaues. Hallo? Kann das irgendwie damit interagieren? Ach komm schon, die Konsole geht doch auch, was es sein soll. Schickerstein, kann sich bitte irgendwie aktivieren? Ich würde hier gerne runter. Ne, offenbar geht's nicht. Nee. Runterspringen ist irgendwie doof. Ach, natürlich, runterklettern. Na gut, wenn das der einzige Weg ist, dann mach ich es auch mal. Was soll schon passieren? Sind ja bloß etwa um die 200 Meter oder so. Oh, was ist das bloß eine Welt, ey? Wo bin ich hier bloß aufgewacht? Gut, das ging relativ locker lässig. Da schnell rüberspringen. Dürfte er noch. Okay. Ich bin nicht so schwindelfrei. Da ist noch so hoch. So. Okay, es geht langsam. Ich komme langsam runter. So, hab's gleich geschafft. Gott sei Dank. So. Hä? Wow, cooles Segel, Alter. Junge, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gesehen, wie überall diese Türme aus dem Boden geschossen sind. Das muss heißen, die Kraft, die unter Hyrule schlief, wurde erweckt. Ja, also falls dieses böse Dingsbums da meinst, das irgendwie rumgeschwirrt ist, keine Ahnung, was das sein soll, dann ja, dann hast du recht. Du warst gerade auf dem Turm oben, oder? Was gab's denn dort oben? Kann ich dir eigentlich trauen? Riskier's mal. Echt? Eine Stimme aus Richtung des Schlosses? Hast du nicht eine Vermutung, wessen Stimme es gewesen sein könnte? Ich erinnere mich an gar nichts mehr, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich verstehe schon. Das ist bedauerlich. Aber dieses unheilvolle Wabern um das Schloss ist dir sicher nicht entgangen, oder? Sieht doch böse aus. Wir nennen es die Verheerung Ganon. Alter. Ganon? Da läuft's mir direkt kalt den Rücken runter. Es ist nun 100 Jahre her. Da hat dieses Unheil das Reich Hyrule zerstört, das sich einst hier befand. Es tauchte wie aus dem Nichts auf, zerstörte die Städte und kostete einen Großteil des Volkes das Leben. Und seit 100 Jahren verweilt es nun dort. Es hängt wie ein Geschwür an Schloss Hyrule, ein stolzes Wahrzeichen des Königreiches. Und du verspürst den Drang zum Schloss zu gehen, habe ich recht? Wie man's nimmt, also, das scheint ja auch diese Stimme zu sein, diese sehr freundliche, weibliche Stimme offenbar, die ja irgendwie sehr viel mehr mich weiß als ich selbst, aber diese Verheerung Ganon, ja, kann er schauen, Rücken runter. Ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, als müsste ich dahin, aber andererseits, als wäre es noch viel zu früh. Aber ja, ich muss irgendwie dahin. Irgendwann, irgendwie, irgendwo. Das dachte ich mir. Du denkst relativ viel. Leider wird da so schnell nichts draus. Das Plateau, auf dem wir uns befinden, ist von jenen Abgründen umgeben. Ach du Scheiße. Jeder dort hinunterfällt, ist verloren. Da kletter ich halt runter. Ich meine, habe ich vom Turm auch gemacht.
Wäre da runtergefallen, wäre er tot gewesen. Also insofern. Wenn man allerdings wie ich ein Parasegel besitzt, sieht die Sache schon anders aus. Was für ein Teil? Hohohoho. Hast du den nicht gesehen, als ich hier gelandet bin? Ich könnte es dir geben, aber nur unter einer Bedingung. Dann schieß mal los. Ich will, dass du einen gewissen Schatz für mich besorgst. Okay. Ausgerechnet ich, derjenige, der da offenbar 100 Jahre lang gepennt hat, soll jetzt für dich, alten Sack, der sich hier offenbar sehr gut auskennt, einen Schatz holen. Ist logisch. Folge mir. Jo, geh voraus. Wer ist der Typ? Und fragen, was hat immer so eine scheiß Laterne dabei? Hey du! Geduld, das ist nicht weit, komm mit! Aha, du willst, dass ich dort reingehst. Alter, bist du riesig! Siehst du das da vorne? Diesen Schrein, der so ein sonderbares Licht abgibt. Wir sind ernsthaft 5 Meter gelatscht, hättest du mir auch vorsagen können. Zur gleichen Zeit, als der Turm sich aus dem Boden erhob, begann dieser Schrein zu leuchten. Ja, tu meine Schickertafel auch, Schickerstein. Ja und? An solchen Orten findet man für gewöhnlich kostbare Schätze. Du willst mein Parasegel haben oder nicht? Da bin ich mal gespannt, was für einen Schatz du mir bringst. Ernsthaft, das ist alles? Na mach schon, Alter. Mach schon, junges Küken. Meine Güte, okay. Geh ich halt. Aha, da ist. Ja. Das ist der Fluss von vorhin. So, da waren noch irgendwie ein paar Typen. Irgendwie so Moblin-Dinger, wie die heißen. Die haben wir bereits erledigt. Da war ich auch schon. Oh. Könnt schnell da rüber klettern, rüber schwimmen, wenn das eine Variante. Ja, meine Ausdauer ist auch ziemlich am Arsch. Na, geh schnell darüber. Boah. 20 Meter latschen, bin schon aus der Puste. Puh. Junge, muss ich... Ja gut, 100 Jahre lang gepennt. Kein Wunder, bin ich da im Arsch. Ich wundere mich, dass er überhaupt aufstehen kann und überhaupt rumlatschen kann. Ich meine, 100 Jahre müssen noch meine Muskeln im Prinzip ziemlich, naja, geschrumpft sein. Aber ist auch egal. So, da sind wir gleich. Boah, dieses verdammte Parasegel. Ist hier noch irgendwo... Paar Gegner. Na, kommt schon, ich bin bereit für euch. Hier ist ein Stein. Was macht das bitte für ein Stein? Ja, ein bisschen zu futtern kann nie schaden. Ah, ein bisschen Chicken, ne? Ein bisschen Geflügel. Sehr... Okay, es sind 2 Truhen. Parasegel, hä? Es sind 2 Truhen, ne? Vielleicht ist noch irgendwas anderes drin, eine besondere Waffe oder so etwas. Oder bessere Klamotten, ich meine, ich kann kaum so irgendwie gegen Ganon antreten. Ja, da schau wieder mal. So. Ja, da ist noch eine Truhe im Wasser. Ja, jetzt mal viele Truhen. Da ist noch eine? Da. X. Wieso steht da X? Was kann das wohl für ein Grund sein? Rot. Ne, das ist ein Rhodonit. Okay. Nichts zu futtern, nichts zum Anziehen. Momentan ziemlich nutzlos für mich, aber okay. Ja, der Wind. Der Wind. Egal, ich jetzt hier mal rein. Will da irgendwie etwas haben? Mal gucken. Ja, natürlich noch so ein Podium. Und jetzt? Schickerstein erkannt. Dieser Ort wird als Teleportziel auf der Karte eingezeichnet.
Der Eingang wird nun geöffnet. Oh, ach so. Teleportziel? Ernsthaft, ich kann mich hier teleportieren lassen. Okay. Könnte cool werden. Aha. Und ab in den Keller. Michael, kannst du mich hören? Ich bin jetzt der alte Mann. Ich kann dir hier, während du wartest, ein paar nützliche Tipps geben, wie zum Beispiel hier kritische Treffer. Höre auf mich. Seltsamer alter Sack, hey. Es fängt auch schon an, mir irgendwie ins Ohr zu quatschen, so wie die andere. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Maonu. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Maonu, Göttin Hylia? So, Maonu sagt mir wie gewöhnlich nichts. Redet mich ja sowieso an nichts, aber Göttin Hylia, das habe ich schon mal gehört. Irgendwie. Irgendwann. Okay. Was gibt's jetzt Schönes? Schickerstein erkannt. Datenübertragung beginnt. Achso, auf dem Turm, genau. Okay. Das bringt jetzt genau... Was? Was zum... Hä? Ein Magnetmodul? Ein neues Modul wurde aktiviert. Hä? Module? Klingt ja sehr fortschrittlich. Okay. Und jetzt? Sag mal, kann ich jetzt... Ah, cool, ich kann diese Platten hier bewegen. Nice! Wow! Wow! Starker Magnet! Gefällt mir. So, jetzt kann man da irgendwie runter. Da ist eine Leiter. Kann ich direkt runterspringen. Noch frisch gebadet. Wieso auch nicht? So. Eine Prüfung also. Soll geprüft werden. Das ist auch magnetisch. Das bringt mir jetzt... Hier vielleicht? Kann das Teil irgendwie abstoßen? Okay, ein bisschen Rambock. Ja, warum auch nicht? Warte, uff! Uff! Alter! Macht Spaß, ja, bis man getroffen wird. Aua. Haben noch was zu futtern? Aber jetzt ein bisschen selten dämlich. Was soll der? Geröstete Dinger essen. Geflügelte nur 1. Ja, komm, roher Fisch. Ist immer gut und gesund. Was bist du für einer? Alter, was machst du denn da für ein Quatsch? Nee. Ganz ruhig. So. Wow. Was war denn das? Das fallen lassen. Antike Feder. Die kennt doch von irgendwoher, von diesen großen Dingern, die haben wir auch gefunden. Die schien ja inaktiv zu sein. Na, hoffe, wir bleiben noch inaktiv. Die kleinen kriegen jetzt irgendwie offenbar so ein bisschen hin nach die großen. Das könnte riskant werden. Jo. Aha. Ja, Eine Prüfung. Ja, ist ja natürlich sehr schwierig. Warte mal. Eine Truhe. Kann ich etwa... Da klappt die auch, wie geil. Ja, kann ein bisschen näher ran, kann ein bisschen näher. Sehr gut.
Ein Reisebogen, wie es aussieht. Hat schon ein paar Bögen. Oh, sieht ein bisschen stabiler aus. Der ganz andere Schrott hier weg damit. So, oh, soll ich nochmal. Wieder überall dieses Auge. Das Auge mit der Träne. Oh, Gott sei Dank, das geht aber auch schnell. Sonst noch was? Nö. Was ist denn das? Eine Mumie? Nö. Du hast die Herausforderung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Ich bin Maonu. Vor ungerner Zeit offenbarte sich die Göttin Hylia vor mir. Sie gab mir die Aufgabe, diesen Schrein der Prüfung zu erschaffen. Ich wurde der Priester, welcher die Pilger auf ihre Fähigkeit hin prüft, die Verheerung zu besiegen. Nach Ionen erschien nun endlich der wahre Held vor mir. Erlaube mir, dir im Namen der Göttin Hylia dieses Zeichen der Währung zu verleihen. Und jetzt? Zeichen der Währung? Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Ja. Wow, plötzlich ist er tot, weg, keine Ahnung. Gut, dabei war die Prüfung relativ einfach, also, wenn das alles ist, und ich geprüft werde, müsste Ganon relativ schnell zu besiegen sein. Natürlich, du schon wieder. Kuckuck, da bin ich. Du scheinst eine solche Bewegung erhalten zu haben. Nicht schlecht für den Anfang. Sag mal, woher weiß das schon wieder? Ganz einfach, ich kann hell sehen. Glaube ich auch. Mit dem Alter kann man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Sieht man die Dinge vor sich nur noch verschwommen. Da die Verborgenen erscheinen umso schärfer. Obwohl das sich nicht bei jedem dahergelaufenen Kreis der Fall ist. Das Gefühl habe ich irgendwie auch. Es sieht schwer danach aus, als seien die Türme auf dieser Schrein deinetwegen aufgetaucht. Genauer gesagt, wegen des Schikasteins, den du dort am Gürtel trägst. Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Ich will versuchen, mich an alles zu erinnern. Vor langer, langer Zeit lebte in diesem Ort eine hochentwickelte Kultur, die Shika. Durch ihr Wissen konnte dieses Land eins ums andere Mal von dem Untergang bewahrt werden. Diese Kultur verschwand schon vor Jahrtausenden von der Bildfläche. Doch über Rest ihrer Zivilisation wie dieser Schrein scheint bis heute überdauert zu haben. Hör mir gut zu. Von diesen Schreinen gibt es noch weitere. Allein auf diesem Plateau habe ich noch mindestens 3 weitere gesehen. Wenn jeden davon an Zeichen errungen hast, werde ich dir das Parasegel überlassen. Warte mal, du hast ja gesagt, nach einem? Und ein Schatz oder 4, was ist wirklich so einen großen Unterschied? Alter, ich muss zum Schloss, ich muss doch Ganon aufhalten. Wer auch immer das schaffen soll, ist eine andere Frage. Als Ausgleich gebe ich dir auch einen Hinweis, wie du die Schreine leichter finden kannst. Ja, danke schön, das ist natürlich sehr nett. Bringt mir auch viel weiter. Und das gilt nicht nur für die Schreine, also merk es dir gut. Der Trick ist, sich von einem hohen Punkt aus umzusehen. Apropos, wie wäre es, wenn du noch einmal auf diesen Turm steigen würdest? Ich soll da hochklettern? Du willst mich gerade verarschen, oder? Ho, hör auf zu lachen! Keine Angst, du musst nicht klettern. Sieh dir mal auf deinen Schickerstein die Karte an. Okay. Ja, ich sehe sie. Hast du die blauen Siegel gesehen, die sich vor dem Schrein und am Turm befanden? Ja. Mit der Kraft des Schickersteins kannst du dich an diese Orte teleportieren lassen. Zumindest habe ich das mal gehört. Du willst aber ziemlich viel. Vielleicht ist das aber auch nur alles ein Ammenmärchen. Naja, jetzt willst du dich wieder aus der Affäre ziehen, wa?
Was bist du bloß für einer? Ich schalte sicher sofort. Naja, gut. Ja, wenn du meinst, ich gehe gleich da hoch, aber erstmal nicht. Magnetmodul. Ja, natürlich geht das. Oh, Stein kann ich auch verschieben, cool. Erstmal tun. Hä? Bernstein, hier habe ich irgendwie Rohdingsbums gefunden. Okay. Dafür kann ich es irgendwie mal verkaufen, aber bringt mir relativ wenig, wenn hier keine Leute sind. Gewisse Mockblins oder wie die Dinger heißen, die haben wohl kaum Bock in mir zu handeln. So, jetzt Nopal. Egal, ich habe hier drüben doch irgendwo... Da hatte gerade der Baum sehen, wie seltsam aus? Nee. Ganz normaler Baum. Jetzt hat sicher noch ein paar Fische drin. Fischi. Seltsames Wasser. Seltsamer Super voll leer. Ja, ich kann gar nicht schwimmen. Ich muss schnell zurück. Hilfe. Oh. Alter, was knapp. Was für ein Scheißsumpf. Kommen wir wieder zurück. Muss man merken, Sumpf ist scheiße, da versinke ich. Ja, super. Da ist eine Kette dran. Ja, cool. Nur was bringt... Nein, der will reingehen. Hä? Was bringt das? Ganz doof bin ich ja auch nicht. Das wird irgendwie da reinbringen. Ja. Ui, du hast mich entdeckt. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwas sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Ja, ich habe das für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm da bitte zurück. Was bist du denn für einer? Meine Freunde verstecken so übrigens auch an verschiedensten Orten. Wenn irgendwas auffällig erscheint, sollst du dort suchen. Ein Waldgeist. Diese Welt ist immer verrückter. Ich frag gar nicht mehr. Nee. Das langsam irgendwie... Ich habe kaum irgendwie eine normale Minute. Alles ist total seltsam und so. Und so, erstmal... Nee. Scheiße. Ich kann die Truhe nicht runterholen. Oh oh. Ich sehe irgendwie auch sonst nichts. Scheiße, wie kann man da hin? Verdammt, ein Parasegler von wo aus? Wo soll ich denn... Das wird, glaube ich, niemals rein, dass ich da raufkomme. Vom Turm eventuell. Wenn ich da lang genug runtergleite, könnte klappen. Okay. Warte ich halt noch, bis ich wieder dieses scheiß Parasegel habe. Was zum... Was seid ihr für Dinger? Was machst du denn da? Bist du doof?
Ja. Jetzt rennen hier auch noch so verrückte Skelette rum. Ich bin echt in einer grandiosen Welt aufgewacht, muss ich also schon mal sagen. Was beknackt. Aber sehr schön, ist schon relativ spät. Ich soll mal ein bisschen hinlegen. Wo habe ich ja bloß eine ruhige Stelle? So logisch, ich traue auf dem Turm oben. Sieht auch relativ interessant aus. Junge, Junge, hier gibt es überall irgendwas zu entdecken. Sieht alles so interessant aus, aber ich habe einfach keine Zeit. Zumindest theoretisch nicht. Komm, lass doch mal. So, irgendwie mit dem Schikastein kann ich mich jetzt dahin teleportieren. Ernsthaft? Wow. Michael, hier noch ein Tipp für dich. Du kannst die Monster und Personen kannst du übrigens auch per Zielerfassung anvisieren. Okay, danke. Seltsame Stimme, seltsamer alter Mann. Dem ich noch nicht genau weiß, ob ich dir vertrauen kann. Wieder eine... Wieder materialisiert. Was machst du? Wie bist du hier so schnell hochgekommen? Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Hast du vergessen, dass du dich einfach teleportieren kannst? Nee. Nun denn. Um hier übrigens Schein zu finden, ne? Ideal Ausguck und so weiter. Fernglasfunktion verfügt. Wusstest du das schon, hä? Noch nicht, wa? Fernglasfunktion. Woher weißt du das also? Bist du hier raufgekommen? Und hör auf so doof zu lachen. Das ist Altersweisheit. Klar, du hast das Gerät noch nie gesehen, trotzdem weiß es alles schon. Hä, bin ich... Hab ich wegen dir da drin gepennt, in diesem anderen Schrein und hast du mir da alles... Das kann ich immer, ey. Na gut. Fernglasfunktion. Versuch's mal. Okay. Das ist wohl die Frage. Das scheint einer zu sein. Nee, da ist offenbar das Schloss. Was guckst du mich so an? Ich hab gesagt, 3 Stücke bis noch. 3? Bin ich da oben? Oh. Das ist so ein Tour noch und... Das ist sicher zu weit weg. Nein, scheiße, scheint auf der Karte zu sein. Mist, der gehört auch dazu. Ach ja, genau. Diese altertümliche Tempel, den wir das sowieso mal aufsuchen. Was? Auf der Klippe, wie kommen wir denn da hin? Okay. Also, ein paar gesehen. Den habe ich ja schon, okay. Kurz mal Karte checken, haben wir jetzt schon alle? Jo. Der hier in der gemäß Schickerstein östliche Tempelruine. Der irgendwo nirgendwo, ganz weit oben, was? Hülierberg, okay. Und der da, der ist natürlich auch noch hier drauf. Irgendwo, wo es arschmäßig kalt ist, so ich das gesehen habe. Ach du Scheiße, da bloß hinkommen. Aber ja, denk mal, erste Station wird wohl der hier sein, des nächsten. Auf eine Rundreise, hä? Geht zuerst hier hin, dann hier irgendwie, habe ich sogar Glück und jetzt habe ich irgendwie so ein Modul bekommen, so ein ganz krasses Magnetmodul. Vielleicht habe ich Glück und ich kann von einer Position. Ja, vielleicht habe ich Glück und kriege irgendwie etwas, womit ich hier raufklettern kann, viel bequemer und bekomme hier etwas, womit ich irgendwie ein inneres Feuer entfachen kann, keine Ahnung. Und natürlich da echt irgendwo einen kalten Ort ist. Ja, das muss ja fast, hm? Wo war das jetzt? Da oben. Da, ja, nicht runterfallen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Nicht runterfallen. Wäre jetzt ganz doof. So, ich habe alle. Und jetzt? Also ich habe entdeckt. Kannst du mir helfen? Kann dir einen Tipp geben? Neu gelernte Aktion kannst du mal auf dem Pausenbildschirm nachsehen. Das Schickerstein, Sir.
Obwohl, eine Pause wäre jetzt gar nicht mal so schlecht. Ist sowieso spät mitten in der Nacht und so. Was hinlegen und dann am nächsten Tag wieder aufbrechen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ja.